Drecksau oder was weiß ich. Servus, Haberdere und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Ich weiß nicht, ob man es deutlich merkt, aber es hat sich was an der Kameraqualität geändert, weil ich zwar letztens erst ein Video gemacht habe zu meiner ganzen Ausrüstung, das sich aber kurzfristig ein bisschen geändert hat. Meine Hauptkamera ist jetzt nicht mehr eine Canon EOS 600D, sondern eine Canon EOS 70D. Und jetzt bin ich gerade so ein wenig am Umprobieren, schauen wir mal, wie das hinhaut. Ja, unser heutiges Thema könnt ihr da unten lesen, das sind negative Begriffe. Ja, was meine ich damit? Ganz einfach, das sind jetzt nicht Schimpfwörter, weil jetzt du Radler trinken oder sowas, sondern das sind wie Wörter. Ich weiß jetzt die lateinische Bezeichnung nicht mehr, ist ja wurscht. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal an damit. Unser erster Begriff steht für etwas, das nicht schön ist. Wenn etwas nicht schön ist, dann ist es hässlich und hässlich ist bei uns in Bayern greislich. Entweder greislich oder greislig. Wenn was ekelhaft schmeckt oder jetzt ziemlich ekelhaft zum Anschauen ist, dann ist es anreidig. Es gibt Aktionen, die sind schwer zu lösen. Komplizierte, knifflige Sachen, in dem Fall sagt man, das ist fotzert. Alternativ kann man auch sagen, das ist wie matzt. Wenn wir wieder auf unser Schimpfwort matzt zurückkommen und in dem Fall hat gematzt. Wenn etwas billig bzw. qualitativ minderwertig ist, dann ist lumpert. Sollte was nicht gut riechen, dann ist stinkert. Wobei stinkert als Ausdruck für wütend verwendet werden kann. Wenn bei uns jemand sagt, der stinkert, dann muss nicht heißen, dass der schlecht riecht, sondern dass der einfach nicht gut drauf ist. Wenn was sehr, sehr schlecht ist, zum Beispiel jetzt aktuell kann man da sagen, die Straßenverhältnisse, weil bei uns ist mittlerweile doch ganz schön schnell, dann sagt man dazu, das ist miserablich. Zu Hochdeutsch war das miserabel. Kommen wir wieder auf die Straße zurück. Wenn man in letzter Zeit mit dem Auto unterwegs ist und es ist viel aufgesalzen, dann wird das Auto dreckig, also dreckert. Wenn man einem Schimpfwort, nehmen wir wieder als Beispiel unseren Radlertrinker, etwas Nachdruck verleihen möchte, dann kann man statt du Radlertrinker auch einfach sagen, du elendiger Radlertrinker. Ja, und zu guter Letzt haben wir zwei Begriffe, die für Verrücktheit oder Wahnsinn stehen, und zwar ist das entweder damisch oder surret. Surret, das kommt auch so ein bisschen von durcheinander, weil man auch manchmal sagt, wenn jemand einen starken Alkoholrausch hat, der hat einen Surre. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ihr dürft gerne ein Abo da lassen. Ich denke mal, nächste Woche knacken wir die 2000 Abonnenten, freut mich sakramentisch. Schreibt einmal gerne Ideen in die Kommentare, ich habe schon einen Haufen gelesen. Jetzt letztens auch geschrieben, mehrfach, ich soll Anleitung für eine Schneemaß machen. Sowas gibt's schon, da könnt ihr einfach mal zum Folgerät schauen, der hat nämlich das schon. Bei mir gibt es demnächst wieder was anderes, ihr dürft gespannt sein und ihr seid zwei allerweil freundlich. Haberdere, Servus!